Herzlich willkommen in der neuen Woche bei uns auf dem Kanal «Svefa on Tour». Wie ihr seht, sind wir hier im Wohnmobil rein. Es ist zwar relativ frisch, es ist gerade mal 6 Grad. Wir stehen hier in der Garage, aber nicht beim Doktor, sondern in unserem Unterstand, respektive Garage. Und wir wollten einfach wieder mal so ein bisschen Wohnmobilluft schnuppern. Darum haben wir gedacht, wir machen jetzt den Vlog mal aus dem Wohnmobil raus. Mit Jacke und Kappe und Schal. Im letzten Video haben wir euch ja gezeigt, wie unser Wohnmobil in der Rückrufaktion war. Das hat alles super geklappt, gell Sven? Super Sache. Also innerhalb von einer Woche haben wir das Wohnmobil wieder gehabt. Sie ist das Garage ist es holen gekommen, sie haben es wieder gebracht. Also super Service hier, Garage, muss ich sagen. Wie heisst sie? Das ist Garage Wental, Fiat Garage Wental in Steinmauer geschrieben. Ja, hervorragender Service, danke vielmals. Jetzt kommt ein bisschen die weniger schöne Nachricht. Der Mechaniker, Garagist hat gesagt, es käme wieder eine neue Rückrufaktion von der Luftfilterbox. Ja, aber wenn die Aktion kommt, wissen wir auch nicht so genau. Hätten wir auch nicht können sagen. Er hat auf jeden Fall gesagt, er bestellt schon mal Teile. Also wenn es so weit ist, dass wir das schnell erledigen können, was natürlich hervorragend ist. Also, liebe Leute da außen mit Fiat Ducato Chassis, macht euch auf etwas gefasst. Möglicherweise gibt es noch mal irgendeine Rückrufaktion. Genau, vielleicht trifft es auch euch. Ja. Ich möchte es noch mal sagen, wir haben ja auch Untertitel. Viele von euch haben aber, wissen eigentlich gar nicht, wo die sind oder wie man die braucht. Und das ist ganz einfach. Wenn ihr auf dem Internet schaut, dann könnt ihr einfach, unten rechts hat es dann noch so ein komisches Viereckchen und wenn man dort drauf drückt, dann kann man deutsche Untertitel anwählen. Also für alle unsere deutschen Zuschauer, die uns nur so halb verstehen, klickt doch mal dort drauf. Wenn ihr auf dem Handy schaut, dann ist es ein bisschen anders. Dann müsst ihr nämlich auf die 3 Punkte klicken, oben rechts im Video, glaube ich. Und dann könnt ihr dort den Untertitel anwählen und dann könnt ihr die dort auch schauen. Die nächsten 14 Tage wird es vielleicht ein bisschen schwierig mit den Videos zu bringen, weil ich habe jetzt 14 Tage lang absolute Nachtschicht, sprich ich arbeite irgendwie vom Nacht um 12 Uhr bis am Morgen um 7 Uhr oder von Nacht um 2 bis am Morgen um 10 Uhr. Und irgendwann sollte ich ja dann mal noch schlafen und ich tue nicht versprechen, ich gebe mir Mühe, oder wir geben uns Mühe, dass irgendetwas kommt, aber vielleicht gibt es dann auch ein bisschen Verspätungen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für das. Des Weiteren, laut der neuesten Umfrage, hätten wir gerne ein Drohnenspezial. Das mache ich natürlich sehr gerne. Da kann ich jetzt doch schon ein bisschen etwas erzählen. Ich bin nicht der beste Drohnenpilot ever, aber ich habe ja doch meine eigenen Erfahrungen gemacht und weiss ein bisschen jetzt, worauf das man müsste schauen, wenn man etwas neu kaufen will. Das wird kommen. Ebenfalls wird kommen, wie entsteht dann eigentlich ein Vlog bei uns, weil das ist auch auf Anklang gestoßen und ja, das werden wir also auch noch in Angriff nehmen. Ja, und des Weiteren haben wir auch festgestellt, das ist jetzt ein richtiger Trend, die Trenn-WCs. Wir wollten euch einfach mal fragen, wie denkt ihr über das? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, um das selber einzubauen? Wie genau, wo, was? Ja, genau. Also, es nimmt das noch recht Wunder. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig reingelesen in das Thema. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich noch eine Option. Weil ich habe jetzt gerade letzte auf einem Blog, den ich auch immer rege und lese. Und zwar ist das auch ein Schweizer, der Rolf Jermann von womoblog.ch. Er hat jetzt das gerade eingebaut und ich finde das super. Er hat das super beschrieben. Jetzt nimmt es mich einfach noch Wunder, wie ihr das, unsere YouTube-Zuschauer, wie ihr zu dem denkt. Habt ihr auch so eins? Habt ihr schon Gedanken darüber gemacht, um eventuell eins zutun? Ja, einfach so, was ihr zu dem Thema denkt, würde uns noch Wunder nehmen. Vielleicht hat es ja jemand bei euch, der schon Erfahrung hat mit dem Ganzen. Dann wäre es natürlich spannend, findet ihr es eine gute Sache oder nicht. Ich finde es sehr spannend, weil du bräuchtest ja keine Chemie mehr. Ja, und du kannst auch länger autark stehen, was ja super ist. Weil bei uns ist das jetzt eigentlich noch das einzige Problem, dass wir nicht länger autark stehen können, wegen dem WC theoretisch, weil vom Strom und alles haben wir ja eigentlich sind wir gut bedient. Ja, wie habt ihr das? Wie macht ihr das? Löst ihr das? Könnt uns doch das einmal unten in die Kommentare hineinschreiben, es nimmt uns noch Wunder. Ja,
auf jeden Fall. Und des Weiteren sind wir auch schon gefragt worden, wie wir denn so konsumieren auf YouTube. Und da gibt es vor allem 3, 4, also eben den Rolf haben wir schon erwähnt, von womoblog.ch. Er ist nicht so auf YouTube aktiv, aber halt ein sehr guter Blog. Auf YouTube vor allem unsere Schweizer Kollegen von Journey Glimpse, Come With Us 2 und Hallo Abenteuer. Die geniessen wir immer sehr und sind da immer voll mit dabei und wir tun euch alle unten durch mal rein verlinken, dann könnt ihr selber mal schauen, was die so machen und so treiben. Und wir müssen jetzt noch unseren Luftentfeuchter gehen, leeren, weil wir haben festgestellt, in der Garage ist es also fast feuchter, wie wenn er draussen steht. Ja, also es ist wirklich noch krass. Ich habe den Luftfeuchter geleert vor etwa 10 Tagen oder so. Und ich bin jetzt gespannt, wie viel Feuchtigkeit, also Wasser, jetzt wieder drin ist. Wir werden euch das jetzt gerade zeigen. Und außerdem, für die jetzt Wunder nimmt, was das für ein Luftfilter ist, wir können auch das unten durch verlinken, dann könnt ihr Luftfilter. Wasserfilter ist... Ein Wasserentzugs... Nein, ein Luftfilter... Nein, Entfeuchter! Ein Luftentfeuchter mit Granulat ist... Wir tun euch das unten verlinken. So ist es, ein Luftentfeuchter. Jetzt haben wir das Wort gefunden. Das war es jetzt schon für diese Woche. Mit dem kurzen Update ist halt jetzt nur eine kurze Vlog-Variante ohne grosses optisches Juhe gewesen, aber ja, das gibt es halt auch mal. Ja, so ist es. Jetzt wünschen wir euch in dem Fall noch einen schönen Rest der Woche. Geben euch wieder ab ins Alltagsleben und bleiben gesund und munter und sagen Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.